Wir sagen letzten Sonntag, wo Jesus wörtlich Gott ist. Und er will eine große Trost ist für uns, dass wir uns dort Arm verloten, dass wir uns sicher können sein in Arm. Hij ist der ewige Axie. Und du hast nicht, was bitte seine Kontrolle ist, und wir können uns ganz verloten und Arm. Und wir sagen, wenn Jesus sagt, ich sein der ewige Axie, wo die Juden jeng am Drehen deuten, und wo sei dort ein Stich wir. Der zweite Part von dem, will wir von der Wahrheit sein, wo Jesus Christus auch Gott ist, aber nicht dort er bloß der ewige Axie sein, aber weil er Gott ist, dort wird er uns versprechen, wegen unserer Seligkeit, wir können uns sicher sein, dass dort wohnen wird. Und das ist die Botschaft von der, ich glaube, was sei Apostel für viele von uns Mennoniten wegen, die Frau wird fertig, wird gefragt ist, können wir dort wörtlich weiten, dort wir seilig sind? Oder können wir uns sicher sein, dort wir seilig wohnen wollen? Und Jesus gibt uns von der Antwort. So die Versen, wo wir von der wollen durchgehen, sind in Johannes Kapitel 10, 22 bis 42. Er fängt an in 22 und lehrt uns, wo wir von das lehren deed. Und das sagt, dass wir Winter und in Jerusalem wird dort Tempelfest gefeiert. Jesus singt in Tempelraum und Salomo sein Hall. Dann sollen die Juden sich umarmen und sehen, wie lange hältst du uns im Zweifel? Wenn du der Christus bist, dann sei uns dort frei rüht. Es ist interessant, sie sagen, okay, die Menschen seien die beste Messias, nie sei uns mal. Merkt uns das mal klar. Und ich glaube, hier können wir enorm mitfeiern. Vielleicht habe ich Zweifel über, wer Jesus ist und was er uns lehren wird. Und wir würden das mal gleichen, wenn Gott wird uns das mal ganz klar sein. Wo steht das? Wo ist das? Und es ist interessant, was Jesus hier sagen wird. Nächste Vers in 25 sagt es das. Jesus antwortet an, ich sehe jünt dort all. Und je glauben nicht. Die Worte, die ich in meinen Vater sie Namen da, reden von mir. So Jesus sagt, ich habe ihnen dort klar gesagt. Und ich glaube, hier kann wir sicher sein, wo wir dieses Menschen merken sehen. Gott raubt uns, Gott redet uns, Gott merkt das so klar. Und wir hier dir an Church, wir probieren das so klar zu bringen, wo wir das können, dass wir das wörtlich weiten können, wo wir Jesus Christus noch vorher kennen sehen und wo dort weiten können, dort wir dort sehen. Und wenn ihr hier und steht an der Kirche vorne oder das gehört haben und mir die Botschaften gehört haben, Gott hat zu ihnen geredet. Jesus hat sich klar gemerkt, wer er ist. Und er hat dort gesagt, und er sagte uns von der auch, ich sei der Messias. Ich habe ihn dort gesagt. Wo hat er dort gesagt? Letzte Botschaft sagen wir in Kapitel 8. Jesus sagt, er ist der ewige Axie. Er hat gesagt, der Messias, er hat dort ganz klar gesagt. Und dann wieder sagt er, die Worte, was er da, die sollen wissen, dass ich in mein Vater sein Namen da, der reden für mich. So eine Frau, die ich habe von dir, ich weiß nicht, wo jemand Gott stehen. Aber ich sage mir nur sicher, dass Gott hat zu ihnen geredet. Nicht bloß, dass er von dir und das, er hat von ihnen geredet. Er hat das auch klar gemerkt. Was ich fertig sein da ist, dass nicht, dass uns noch mehr fehlen wird von Gott, dass wir mal wörtlich klar können sein. Er hat von geredet und er raubt uns, er lädt uns an, dass wir das mal annehmen können. Wir können den Entscheidung merken, dass Jesus Christus nur vorhin und am wörtlich annehmen, für wer er ist. Und dann wieder in Vers 20 sagt Jesus, warum müsste Juden am nicht glauben würden und am nicht, dort nicht klar können sein, wer er wäre. In Vers 20 sagt er, aber je glauben nicht, weil sie nicht meine Schub sind. Dort er so als Akt zu ihnen seht. So Jesus sagt hier, ich habe mich ganz klar gemerkt, aber je nehmen dort nicht an,
Die glauben dort nicht. Warum? Weil es da nicht seine Schub sein. Ich würde hier viel gern sein, über das. Weil ich glaube, eine Frage, was haupt uns nur verstehen, was Jesus hier lernt, erst in 1. Korinther Kapitel 2, in der 14. Vers. Hier sagt Paulus es das, wer sich Gott sein Jes nicht unterstellt, hat in Matt sein innen Verstand urteilen will, kann dort nicht verstehen, was von Gott sein Jes kommt. Dort erst für arm an sein, und er kann dort nicht verstehen. Dort muss einfach von der Haupt von den Heiligen Geist beurteilt worden. So, was lehrt Jesus und was lehrt Paulus hier? Das sind beste Dinge, die wir niemals kann verstehen, vor dem, dass wir Jesus Christus annehmen dürfen und vor dem, dass den Heiligen Geist uns abwachen wird, uns von den Geistlichen dort abwachen wird, der wahre Geburt. So, hier sind zwei Dinge, die wir würden können über das sein. Erstens erst, wenn du noch nicht wahre geboren bist, wenn du noch nicht Jesus Christus angenommen hast, die Bibel lehrt uns, dass du noch in Dienstnis bist. Die Bibel lehrt uns, das sind beste Dinge, die du nicht kannst verstehen. Und dass Jesus hier sein, der zu diesen Juden, der kann dort nicht bleiben. Wenn die Freunde haben, die das bloß nicht kann annehmen, der kann das bloß nicht verstehen, sei dort an, dass das wörtlich ist. Und wer sie weh, sie kann das nicht, weil sie noch nicht wahrgeboren sind. So was kann ich damit tun? Du sind beste Dinge, wo wir bloß wollen verstehen, wann wir wahrgeboren sind. Und dann wollen wir die Bibel merken. Und forschen, was wir vielleicht hier haben, die wollen uns so klar sein. Das ist, was Jesus hier sagen wird. Dort die Schub, die kann, oder die sind nicht seine Schub, und will sie nicht ihre Schub kennen, die kann auch nicht klar sein, wer Jesus ist. Aber hier in 1. Korinther lehrt dort von, in dem, was Gott tut, um uns helfen. Der letzte Part sagt, hey, dort muss einfach mit der Haupt von Heiligen Geist beurteilt werden. So, wo soll wir das verstehen, oder wo können wir das verstehen, dass wir die Klarheit kriegen über die Bibel? Johannes Kapitel 6, die vierte Vers sagt es, der keiner kann mir kommen, hier sagt Jesus, wann der Vater, der mich geschickt hat, nicht tragen wird. Und ich will am letzten Tag abwarten. So, wo unsere Leichtigkeit passieren wird, ist dort der Heilige Geist, der raubt uns. Das ist, was Jesus hier sagen wird. Ich habe das klar gesagt. Und wenn jeder Evangelium hören down, der Heilige Geist hat ihn dort klar gewesen. Der Vater, der trägt uns, durch den Heiligen Geist, dort wir klar haben, was der Evangelium ist. Dann haben wir die Gelegenheit, dort durch Glauben anzunehmen. Dort, wo Jesus Christus uns anbieten wird, dort wir seilig kann sein für Gott, der Arm. Dann lehrt die Bibel, und wir sehen das in mehreren Städten in Johannes, dann wo wir jährlich von dort abgewagt, dort wir nie geborene Geist haben, und dann der Heilige Geist, der lebt in uns, und dort ist der Heilige Geist, wo wir die Schrift lernen können. So, wenn du noch nicht die Schrift kannst verstehen, und wenn du noch nicht wahrgeboren bist, dort ist warum. Und von der ersten Gott Tag, zum Jesus kommt, annehmen, dass du ein von seinen Schub bist. Wieder in 27 lehrt er wieder, mein Schub hören meine Stimme, und kann an, und die kommen mir heran. So, er wird hier erklären, warum wir nicht nur vor ihnen, aber er sagt nicht von der, wer seine Schub sind. Und all die, wer Jesus angenommen haben, wahrgeboren sind, die sind seine Schub. Was kann diese Schub, oder was tun diese Schub? Die hören seine Stimme, und was Jesus sagt nach Heindenk, was sehr wichtig ist. Und das, weil ich kann da wie sagen von der wörtlich, sehr begreifen, wie wunderbar das ist. Er sagt, und ich kann an. Er kann uns. Wie wir in Christus sind,
Jesus kennt uns. Wir sind nicht bloß ein Nummer. Ich weiß nicht, ihr habt mal vielleicht eine Insurance Company gefunden oder vielleicht die Regierung gefunden. Und dann fragen die einmal nur eine Policy-Nummer. Wie viele Menschen sind wie bloß eine Nummer? Aber bei Jesus Christus sind wir seine Schöpfer und er kennt uns. Wir Namen, Praxis wie sind. Und wenn wir uns selbst vielleicht nicht so ansehen, dann ist, wir sind irgendwas scheinet oder gaudet. Jesus Christus kennt uns. Er raubt uns bei Namen. Und nicht bloß dort. Epheser Kapitel 1, die erste Vers, lehrt uns dort, sagt es dort, wills eier der Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt in Christus, seine heilige Ausschuldige Kinder zu sein. Das ist nicht bloß, dass Jesus Christus tant die nu. Jesus Christus hat für alle Ewigkeit hat er die getannt. Er tant die vor dem, dass du zur Welt kommst. Er tant die vor dem, dass du Jesus Christus annehmen darfst. Du bist ein Kind. Und er freut sich über dich. Er tant uns. So, das ist schon, wer Jesus Christus kennen wird. Was tun die? Die hören seine Stimme. Und wir sind hier ein Vorbild von Schub und votieren das. Wenn ihr in Form wohnt, kann ich in Form. Aber meine Hoing, wenn ich ein Raupen da, dann kommen die und fallen mir noch. Und das ist, wer wir sind. Jesus Christus, wir hören seine Stimme. Und was tun wir? Wir fallen am noch. Ich glaube, das hier ist sehr wichtig, dass wir das sein tun. Das ist nicht bloß, dass Jesus Christus das uns raupen, wir hören seine Stimme und wir bleiben in den Arm. Das ist bloß das Hauptport von dort. Wir tun am No fallen. No fallen ist viel mehr als bloß an Jesus glauben. In Lukas Kapitel 9, 23. Vers sagt es das. Dann seht ihr zu alle und alle. Wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst verjäten und täglich sein Kreuz abnehmen und sein Kreuz ab sich nehmen und mir nachfolgen. So der Evangelium ist das. Wir sind getrennt von Gott, weil wir Sünder sind. Der Evangelium ist der Gott nur recht, dass wir können nur Jesus Christus kommen, zu Jesus Christus gehen und am Glauben und dann noch nicht bloß am Glauben, aber für Lebenszeit und auch für alle Ewigkeit am Nachfolgen. Das ist nicht genug bloß zum Glauben. Und Jakobus sagte, dass die so tun seine Engel, die glauben. Bei seiner Jester, die glauben. Bei Jesus Christus raubt uns von der, dass wir sollen am Nachfolgen. Und was hat er seine Schub versprechen? So er sagt zu seiner Schub, er raubt seine Schub hören seine Stimme, seine Schub dann am Nachfolgen. Und was gibt Jesus Christus seine Schub? 28. Vers sagt Jesus das. Und er gebe ihn ein ewiges Leben. Hier habe ich da verbinden mit unserer letzten sinnlichen Botschaft, wo wir sagen, dass Jesus Christus Gott ist. Du bist bloß einer, der Recht hat, um das ewige Leben zu geben. Das kann kein Prediger tun, das kann keine Kirche tun, das kann keine Person tun. Bloß Gott kann sein, wer das ewige Leben hat und wer das nicht hat. So, Jesus sagt hier, und ich gebe das ewige Leben. Wenn irgendeine Person das versprechen, die Versprechen hat keine Meinung. Keiner hat das Recht, um das ewige Leben versprechen, bitte Gott. Und Jesus Christus sagt mir das, dass er wörtlich Gott ist. So, wo kriegen wir das ewige Leben? Durch Jesus Christus. Er gibt das zu uns. Und der nächste Part ist noch viel besser und recht. Was von der ewigen Leben ist das? Er sagt wieder, und sie wollen niemals ankommen. Und keiner kann dort aus meine Hänge retten. Mein Vater, der mir das gegeben hat, ist gratis als alles. Und keiner kann meinem Vater, der aus den Hängen retten. So, was Jesus hier sagen wird, er hat uns gelehrt, dass er Gott ist, das soll wir annehmen. Und die
Juden wollen am vastnemen, am dood merken, wil hij zeggen, hij accent de weer ik zie. En wil hij God erst, hij heeft de recht om dat eeuwig leven geven. En nu heeft hij ons ook de recht om zijn dat ons eeuwig leven zeker is. Zeker is. Hij zegt het als zeker in een paar wegen. Eerst zegt hij, ze worden niemals omkomen. En dan de tweede is, keiner kan die uit mijn hang rieten. Ik glaube, dat is een ding wat vele van ons zijn en stichstonden deed. En ik wil dus ganz triest zijn, dat vele van ons zijn abgewassen. Ons wordt van klein aan het kinderjaren, zij met de haal aangegroeid. Ik weet niet hoeveel van jullie kan metvallen met dit, maar nog veel kinderen wordt het gezegd, ziet smak. Wanneer je dat aardig wordt, dan je wordt in de haal branden. Ik geloof, vele van ons hebben dat zo gehoord. En dan heeft het kleine kind, wat niet een diepe verständnis heeft, die gruwen zich allemaal. Die leven in angst. Ik moet smak zijn, ik moet mijn ouderen krak gehoorzaam zijn, of ik wil niet in de haal branden. En dat wordt dus een wapen tegen dingen gebruikt en tegen anderen ook. En we wonen en we leven in zijn angst en zijn furcht. En dan wanneer we oppassen dan, ik geloof we leren wat de Bijbel werkelijk leren dat, wegen de eeuwigheid. En wegen dat we dat weten kunnen, wo we met God stonden dan. Maar de stem, wat we van onze kinderjaren gekregen hebben, ziet smaak, oder die waschen de halbrand, blijft allemaal met ons. Ik weet niet graag hoe dat blijven dat, vielleicht is het een woord, vielleicht is het een gedanken. Maar er komt nog maar twijfel aan. Jo, ik kan dat lezen hier in Johannes kapitel 10, dat mijn raden, die wordt niemals omkomen. Maar de eerste Amerse stem, ziet smaak, oder die waschen de halbrand. Ik wil ons van deel moed maken. Waar we ons leven aanhouden, dan wordt het hier in Johannes kapitel 10, 28 zijn, dat is de stemmen wat we aardig geleerd hebben als Kinder. Wanneer we in Christus zijn, we brauchen ons niemals angsten dat we worden in de hel branden. We kunnen ons sicher zijn. Dat is niet wat we dat zu wünschen. Dat is niet dat we kunnen ons vernemen, nu wordt het zo stil zijn, wegen ik wil dat zo gaan. Jezus Christus zelf, die wir ons het eeuwig leven geven, dat hij heeft dat ons gezegd. Wanneer we in arm zijn, zijn raden, wat hij ons geven dat, die wordt niemals omkomen. Hij leert ons wieder, dat de Vader groter is als alle anderen. 1. Petrus kapitel 1, 3 bis 5, ik wil de versen voor ons van ook lezen. En dus Jezus hier leren dat wie zijn schop zijn, worden niemals omkomen. Hier redet het van onze zaligheid, wat in Himmel is, ons Aufgaut, wat in Himmel is. 1. Petrus kapitel 1, 3 bis 5 leert ons es dat. Looft Gott, unseren Herrn Jesus Christus, zijn Vader. Wilt zijn medelijden wie zo groot, dat hij ons neergeboren heeft, tot een eeuwige levende hoopning. Doordat dat hij Jezus Christus van dood opwek, en een Aufgaut, die niet verkomen, vergonnen, verwijken kan, dat voor ons in Himmel bewaard wordt. En God in zijn Almacht wordt door ons zijn, dat je door zijn hand komen worden. En dat heel kriegen wilt je aan Jezus Christus geloven. Dat heel zal in de laatste dag openbaar worden. Wat Jezus leren dat in Johannes kapitel 10 en wat Petrus hier ons helpen denken dat is dat wanneer we in Christus zijn, dat wat God ons gegeven heeft, dat wordt niemals omkeren, omkomen. Waarom? Ja, Jezus leert hier ons dat de Vader is groter als alle anderen. Dan wieder leert hij ook dat keiner kan ons van zijn hang redden. Waarom is dit wichtig? Krijg zoals ik zei, ik rede een klein beetje van
die Stimmen, was wir noch von unseren Kinderjahren, vielleicht von unseren Jahren hören dann und unsere Gedanken, sieht Schmack oder die waschen halbrein. Du hast keiner, was uns die Seligkeit kann wegnehmen. Soton konnte nicht wegnehmen, der Tschwak konnte nicht wegnehmen, ich würde sagen, der Uitschluss konnte nicht wegnehmen. Keiner kann uns die wegnehmen. Keiner kann dort, was wir in Christus haben, von Gott seine Hände reden. Denkt ihr doch vielleicht Moses, ein kleines Kind, spielen mit den Vater, viele von ihnen haben Vater, schon ich hatte einen Vater, was mit seinen Hängen schaffen, einen graute, starke Hang, Former Hang, nicht so? Uns denkt, das ist ein kleines Kind, und dann, da wir mit uns Vater spielen, hat er irgendwas in der Hand, dann wollen wir dort von Arm nehmen, hält sie in der Hand bis Tau, und wir, das ist keine Weich, dass wir das Kinder können dort nehmen. Dort ist unsere Seligkeit in Gott seine Hänge. Gott, was alle Macht hat, hält seine Hänge, tau unsere Seligkeit, und keiner nimmt das zurück. Keiner nimmt das zurück. So, wenn du in Christus bist und wenn du dein Schub bist, du kannst dir dort sicher sein, dass keiner wird dir dort wegnehmen. Ich weiß, hier in Johannes lehrt Jesus immer und immer gern weiter, dass wir dort weiten können, wir dort weiten sollen, dort wir selig sind. 1. Johannes Kapitel 5, 12 bis 13 lehrt uns das. Wer Gott sehen haft leben. Und wer den sehen nicht haft auch nicht leben. Das schrieb ich, dass je an Gott sehen bleiben, dort je weiten, dort je dort ewig Leben haben. Wenn du smart ist, wenn einmal je das wollen harken, wenn je den Sehen haben, dann ha je Leben. Wenn je nicht den Sehen haben, dann sei je nicht Jesus Christus in der Schub. Dann ha je dort Leben nicht. Und dann, wenn Jesus das uns versprechen, der nächste Vers in der 3. Vers in Johannes Kapitel 10, sagt Jesus Christus, ich und der Vater sind eins. So hier ist noch ein Ding, was Jesus hier sagt, der, wo heute wiesen, dass dort, sie sollen dort alle verstehen, dass Gott, oder dass Jesus Gott ist. Dass er und der Vater sind eins. So wo das hier wird ausgelegt, ist ein bisschen, wo wir die Dreieinigkeit verstehen können. Wir sehen hier, dass Jesus und der Vater sind nicht dieselbe Person. Da wird Fehler sein, da wird eine falsche Lehre sein, wenn wir würden sagen, der Vater und Jesus sind dieselbe Person. Die sind zwei verschiedene Personen. Aber taub merken die eins. Das ist die Dreieinigkeit. Und dann der Heilige ist die dritte Person von dieser Dreieinigkeit. So, wenn er sagt, dass ich und der Vater sind eins, wir nehmen die Juden dort an. Ein deutscher Vers sagt uns, dann hoben die Juden Steine ab, um zu steinigen. Sie wissen krank, was Jesus hier sagen wird. Erst hat Jesus gesagt, dass er das Recht hat, zum ewigen Leben zu geben. Dann sagt er, dass er das Recht hat, weil er Gott ist, dass er sagt, wie ein Arm. Und dann der das all taub bringen und sagt, warum ich das sein kann, und da ist dort ich und der Vater eins sein, wie sind Gott. Und sie wissen krank, was er damit meint. Und sie hoben Steine ab, am Steinigen. Und dann sagt Jesus Christus in 32, sagt er, Jesus sagte an, ich habe von mein Vater viele gute Worte gewesen, wegen Wohner von diesen Worten, weil je mich steinigen. Das ist nicht, dass die Juden, die wir verstanden, über die gute Worte, was Jesus tat. Und 33 sagt, warum sie verstanden werden. Die Juden sehen, wegen eine gute Worte stehen wie die nicht, aber wegen dort lastern. Und willst du ein Mensch bist und du dich selbst zu Gott merkst. So Jesus Christus sieht wie Gott, er merkt sich selbst zu Gott und die Juden können das recht verstehen. So Jesus Christus ist Gott. Und dann 34 lehrt Jesus Christus Antwort weiter.
dann kann ich Zeit haben, diese Versen ganz uitleihen, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Aber dann sagt Jesus wieder, Jesus sagt zu ihnen, steht dort nicht in Gesetz, in Gesetz nicht geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Jätter. Wenn je hei de Jätter nannt, nur dem der Gottes Wort heim und der Schrift jet nicht zu brechen, sei je dann von dem der Vater je heiligt en in der Welt neergeschickt hat, dort ich lasteren do, wils ich sei, dort ich Gott sehen sie. So, ich kann nicht tieten, das alle durchgehen, aber er redet von Psalm 82. Und hier redet Gott von der Rechte, wie er das Land herrschen deiden und reden deiden. Und sie deiden Rechten an Gott sind hoven. Und dort ist, wo er dort deiden. Und er sagt, wann Gott in der Alten Testament von dieses reden, denn die sind von Gott geschickt. Und er nannte, und er sagt, die sind Jätter. Wo ist es nicht, dass sie würden kann annehmen, dass er auch wird geschickt sein von Gott. So, wenn wir diese Versen lesen, dann redet nicht, dass Jesus Christus oder dass Gott wörtlich uns sein, dann das als Jätter, und wir würden Englisch sein, Gods, das wird auch übersetzt worden, das ist, dass wir an Gott sind hoven an der Welt deinen down. So, ich würde noch viel mehr kann reden über dort, aber das, was hier meinen, dass Jesus sagt, Gott hat angesteckt, Kraxus hei Orte in der Alten Testament geschickt hat. Aber dann 37, bei 38 sagt er wieder, wenn ich nicht meinen Vater sehen wollen, dann gleich mir nicht. Aber wenn ich dort do, und je auch nicht an mich selbst glauben, gleibt doch an die Wolken, womit je dort seinen entleben, dort der Vater in mir ist, und ich in ihm. So, wenn sie dort nicht wollen annehmen, was Jesus sagt von ihm, sie sollen an Gott leben, wird er die große Werke deuten. Und dann war er, 39, sei wie hier, dann proben sie weiter, am Fass zu nehmen, aber er kam uit der Hang. Dann will ich von dir schließen mit 40, durch bei 42. Hier sei wie, er jinkt dann weiter, even nur die andere Seite von Jordan und Johannes erst gedeibt hat und bleibt durch. Viele kämen nur arm und sehen. Johannes hat keine Wunderteken getan. Aber alles, was er von diesem Mann gesagt hat, ist so. Und du glauben viele an ihm. So, die erste Frage, die ich will von dir ans fragen, ist, hast du an Jesus Christus geglaubt und bist du sein Schub? Römer Kapitel 10, 9 bis 10 lehrt uns ganz klar, was wir sollen tun, dass wir seine Schub wollen. Dort sagt es, dass wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott von dort abgewagt hast, hier ist das Versprechen, wirst du selig. Wer von Horten glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mühl bekannt, wird selig. Wird selig. Ganz verspricht, so als das Jesus hier lernt hat. Die Frage für uns von dir ist, was tun wir mit Jesus? C.S. Lewis hat erst geschrieben, was al mehrere Jahre dood ist, aber er schreibt ein Buch mal, Mere Christianity. Und in dem Buch sagt er, wenn wir lernen, wer Jesus Christus ist, was er von sich selbst sein wird, wir können nicht neutral bleiben über das. Wir müssen die Entscheidung merken, was wir mit Jesus wollen tun. Und von der will ich haben, dass wir eine Entscheidung merken, mit was wir mit Christus wollen tun. Er sagt, es sind 3 Wege, wo wir Jesus Christus kennen sein. Die erste ist Lunatic, und das sind alle, das ist alle dasselbe later, so ich wollte erst in Englisch nennen, in Plattdeutsch. Die erste ist Lunatic oder Irrsinner. Der zweite ist Liar oder Lehner. Und der dritte ist Gott. Der dritte ist Gott. So wollen wir sein, erst merke ich, dass Jesus Christus
bis einer wir, wat nicht seine Zahn mehr hat. Dass er seine Gedanken verloren hat und er bis crazy wir. Glaube ich wirklich, dass Jesus Christus nicht weiß, von was er redet? Dass er bis sagt, ach an Gott, wir würden sagen, er soll vielleicht ein Haus nehmen, wo der Ordner anklicken sein. Wird wir sonst sein von Jesus Christus? Wenn wir Johannes in der Ordner Beker lesen, dann, ich glaube, das ist eine Option für uns. Jesus Christus hat sein Sein, er wird krank, wer er wird. Und so, das glaube ich nicht, ein Ding, was wir annehmen können. Die zweite Option ist, dass Jesus Christus in Lehen wird. Wird wie sein, dass Jesus Christus lehen wird? Er wird krank, dass er nicht Gott wird, aber dass er wörtlich wird. Menschen anschmieren, dass sie würden am nachfolgen. Gleich wird Jesus Christus sind wörtlich tun. Ich glaube, Jesus Christus weiß wörtlich, wer er wird. Und wenn wir dort nur sein tun, dort, wo Jesus Christus died, dort, wo er seine Jünger versprechen deiden, und der Wunder, wo er died, und die Hoffnung, wo er geben wird, dort alle, die wir an am Glauben tun, kann ewig Leben haben. Ich glaube, der ist schon Weg, dort er uns verlieren wird. Dann bleibt der Bus ein Ding Eva. Und das ist die Entscheidung, was wir von dem merken. Wo wir Jesus Christus an sein, so aus er wörtlich ist, wir auch sie, Gott, der hört, was uns raupen wird, um seine Schub sein, am noch feuern. Von der Brücke bleibt der bloß eine Entscheidung Eva. Was wollen wir tun mit Jesus? Und die würde sagen, ich sei noch bekehrt. Ich sei noch war geboren. Was soll wir tun mit Jesus? Ich glaube, es ist sehr leicht für uns, zum Glück ältig worden, mit wo wir leben tun. Wir würden vielleicht sagen, Jesus Christus ist Gott, er ist der Retter. Aber da wird bewiesen, mit am Nachfolgen, dass wir am wörtlich so an sein tun, als was wir sein, wir tun. Und ich glaube, unsere Worte bewiesen, viel doller, was wir glauben, ist unser Wert. So von der und wer uns von der weiter freuen, was wirst du mit Jesus tun? Wirst du am länger auf sein? Oder wirst du seine Lebenswert annehmen und sein, ich will sein Schub sein. Und wenn ich sein Schub sein, ich will ihm nachfolgen. Er ist der Gott, er ist der Wert. Er ist der allmächtige Gott, was alles zu mögt. Er mögt uns. Und in seinem Life kann er uns. Und von der Frau, von der er ist, was wirst du mit Jesus tun? Wir wollen noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, Dankeschön für diese klare Wort. Und Gott, von der, wenn die Sinne sind, von der Smars. Wir das hier tun und sich noch wundern, noch in Zweifel sind, wörtlich ist es wörtlich so. Dort meine Seligkeit wird niemals ankommen. Gott, das sind beste Dinge, wo man wie kämpfen und lernen, was wir von klein an haben gehört, was in Stichstunden tun. Gott, von der durch den Heiligen Geist fällt uns, mit deiner wird. Dort wieder mal klar kann sein, in Christus können wir dort weiten, dort wir seilig sind. Von der Gott, von der bleibt uns der Freude, was wir mit Jesus tun. Und wenn wir auch glücklich sind geworden, mit uns wandeln. Jesus, du bist Gott. Und Gott, was er Recht hat, uns zum Kreulen und Raupen, und wir würden auch sein befallen, dass wir sollen die nachfolgen. Und von der je wir uns weiter haben, zum die nachfolgen, uns ewig auch sie, uns ewig Gott und uns ewig Hort. Wir beten alle, dass in Jesus Christus sie Namen. Amen.